alt auch. Servus, Kid Rap. Geile Schuhe. Vielen Dank. Sind die noch aus dem allerersten Büro? Die sind oder? tatsächlich. Nein, das sind nur die, ja. Ja, Ich krass. hab die jetzt im Studio immer gehabt, Ja. hab's aber nie auch gehabt, weil die einfach gar keine Sohle haben. Und ich habe im letzten Reel gesehen, dass man meine Crocs sieht. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich auch gleich richtig Flagge Ja, zeigen. okay. Weil Vielleicht jetzt können holen wir sie dann auch- doch meine Cowboy-Stiefel noch. Ah, war auch cool. Jetzt können sie nur mal mit einer rechten Scheiße oder irgend sowas kommen oder uns Ja. irgendeine Ecke drin, weil das ist ein scheiß Einhorn. Ja. Das ist ein Einhorn, das ist bunt, das ist Regenbogenfarben, ich liebe Schwule. Ja, Das schneid mal raus, Sabrina. Das wird ein gutes Reel. Prost. Prost. Perfekt. Der Kidrap und ich wir fahren morgen sehr früh nach Berlin und werden da bis Samstag durchsaufen. Ja, Einschließlich Samstag. Deswegen haben wir gesagt, werden wir heute mal nur einen Kaffee-Chill trinken. Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die uns gern beim Saufen sehen, aber es ist halt manchmal so. heute ist ja erst Mittwoch. Klar, ist keine Ausrede, kein Bier zum Trinken, aber Ganz und gar nicht. ja. Eichhörnchen halt auch. Vergraben tausende Nüsse und vergessen bis zu 80% davon. Durch dieses Vergessen pflanzen Eichhörnchen jedes Jahr massiv viele Bäume. Ja, also dann ja 800 ungefähr. Ja, Mehrere 800. ja. Ja, manchmal jetzt, halt, wenn ich so Achkatzel fuhr, dann mache ich noch die Nüsse auf. Aber das ist voll nett. Ja, das gleich verwenden können. Womit fütterst du das? Walnüsse. In erster Linie? Ja, Oder? hauptsächlich. Ja gut, was musst Ja, Ding Haselnüsse, das noch gern, die sind so teuer. Das schaut bestimmt unendlich knuffig aus, wie die so eine Walnuss essen. Ja, Weißt du schon mal, wir daten die aufmachen? Hauen die wie so Hab ich noch Affen nicht gegen einen gesehen. Stor? Ah, die beißen es auf, logisch. beißen es auf, What the aber fuck? bevor es nimmt und transportiert, dreht es ungefähr 5-6 Mal, bis die Ja, perfekt das liebe ich. Grip hat. Ja. Das schaut so geil aus, wenn Nager was dran in die Hände. Das ist Ja. ja, voll geil. Kurzer Wochenrückblick. Es ist Januar. Wir nehmen gerade viele Songs auf. Ich glaube, das kann man sagen, dass eigentlich die Woche hauptsächlich passiert. Ja. Vor allem stell dir mal vor, oder nicht stell dir mal vor, führ dir mal vor Augen, wie geil das ist. Jetzt sind 2 Wochen aktiv ins Land gezogen, mehr oder weniger. Wir haben eigentlich schon 2 Songs komplett recorded Ja. in relativ kurzer Zeit. Haben noch einige in der Pipeline, das ist irgendwie irre. Ja. Jetzt läuft die Los Brutales Fabrik gerade richtig, richtig heiß. Ja. Jetzt müssen wir schauen, dass wir noch ein paar Kohlen in die Schon, ja. Kessel kriegen. Und Ja, der dann, Aufsichtsrat muss zufriedengestellt werden. Ja. Der hockt uns im Nacken, der will Umsätze, der will Zahlen sehen. ja, Wir hatten 2 gute Jahre, müssen wir natürlich anknüpfen und jetzt, wenn noch mehr Manpower da ist, natürlich noch mehr raushauen. und wir brauchen theoretisch mehr Frauen im Team, weil Sabrina ist nicht mehr woke genug für unsere Frauenquote. Ich glaube, wir brauchen eine mit richtig fette Titten. Ja, Kann ich das glaub, sein? das, ja. Das Oder darf uns täuschen wir? weiterhelfen. Nein, das darf uns auf der Vogue Ich erkennen. meine so richtig fette Titten. Ja. Nicht so ein, keine Ahnung, D-Körbchen. Das Nein, deswegen so heißt die, ja wo Körbchen. so ein Nierengurt zur Stabilisation tragen muss. Richtig. Eins, wo dann alle Leute sagen, ey, was hast du für Größe? Und sie sagt irgendwie G. Ja. Und wo alle sagen, hä, G gibt's. Und denken, schau halt hin, schau dir mal die Trümmer an. So eine braucht. Ja. Genau, das ist. Sonst ist die Woche nichts Es passiert. ist ja erst Mittwoch. Ja, stimmt, ja. Wann haben wir letzte Woche aufgenommen? Was war denn am Wochenende? Haben wir am Wochenende gesoffen? Ich schon. Ah, Ja, du wir warst, schon. Du Wir. warst. Ah, ja, Ja. stimmt. Wir Samstag waren wir beim Geburtstag, haben wir eine kleine Live-Show gemacht, Ja, Private Live-Act gemacht. ja, Das war legendär. ja, ja, das war eigentlich lustig losgegangen, weil wir waren erst auf 9:30 gebucht, waren aber sind wir schon in Bad Tölz, sind in ein Restaurant gegangen, ins Kolberbrei. Ja. Ja, waren außer uns noch 2 alte Leute da, 2 alte Pärchen am Anfang. Ja, und da haben wir uns, glaube ich, schon in 1,5 Stunden schön 3 Bier eingestellt, oder? Ja. Ja, die waren aber genau richtig. Vor allem, Ja. ich finde es so witzig, was am Bier so geil ist vor allem also am Bier trinken und nur da sitzen. Ja, Die ersten Biere schmecken natürlich, aber du denkst, okay, was machst du denn jetzt 2 Stunden? Einfach nur hocken und Bier saufen. Aber alles spätestens, nachdem du dein zweites austrunken hast, dann möchte ich nicht mehr weg. Dann möchte ich einfach nur sitzen. dann ist das eine richtig entwickelt, das ist eine ganz eigene Dynamik und das liebe ich am Bier. Ja, wir haben es ja dann auch nicht, wir sind ja dann nicht gleich direkt zur Location, sondern haben es noch nicht so ganz gefühlt. Nein. Wir waren ja ein bisschen zu früh drum, muss man sagen. Also um 9 Uhr war ja da Schluss. Ja. Und dann sind wir noch
ins Amalfi, in den Italiener direkt daneben, wo alle sehr adrett gekleidet waren. Sehr viel Wolle war da, sehr viel Ja, Strickkleidung. sehr und viel Wolle. 50- bis 70-jährige alte Frauen, die sich auf jeden Fall Gedanken zu einem Outfit gemacht haben. Ja. Und dann sind wir reingesteuert und dann hat er schon angefangen mit dem Steck. Haben wir gesagt, hey, wir sollten da was trinken. Und das, glaube ich, sind bei so einem Italiener die liebsten Gäste. Ja. Aber ich glaube, weil wir ja auch schon relativ zum Zapfenstreich gekommen sind, war es ihm wurscht, hat er gedacht, gut, die 30 Euro nehme ich noch mit. Hat er gemacht. Ja. Dann da schönes Bierchen aus dem Weinglasl gesoffen. Hat was, bin ich ehrlich. Hat was. Ja, ich finde es beim Hellen braucht es nicht. Also bei Pale Ale oder so, da verstehe ich es. Aber ja. Braucht er das nie. Ich sage nur, ich verurteile es nicht von Grund auf, das wollte ich damit sagen. Ja. Ich habe die Story bis heute nicht gesehen, aber der Fabi hat auch gesagt, also der Harry, dass er die Story gesehen hat, wo ich vom Scheißhaus komme. Ja. Und man eben sieht, wie ich 2 Minuten brauche, bis ich den Obstler gesehen habe. Das hat echt ewig gedauert. Aber ehrliche Freude hast du ausgedrückt. Ja, auf ich jeden habe Fall. mich auch wirklich aufrichtig gefreut. Ja. Trinke gerne einen Obstler. Ja, der war fein. Und dann sind wir rüber in die Location, haben da ein bisschen gespielt und man muss mal sagen, haben wir, glaube ich, schon 5, 6 Jäger während unserer Live-Show gekriegt. Ja. Oder vielleicht waren es nur 4, keine Ahnung. Waren schon Waren ein ein paar. paar. Ja. So, dass du das spürst. Ja. Und dann, Nett unterhalten und eigentlich relativ früh daheim gewesen. wir haben 2, ja. Ja, also, Das war's eigentlich, ja. Ich war halt beim Skifahren das erste Mal seit langem wieder. Das ist noch passiert die Woche. erzähl von deinem Erlebnis. Ja, war in Brauneck, erst am Kinderhang oder wie man das immer nennt, Anfängerhang. Da hat es nach dem 3. Mal eigentlich schon sehr, sehr gut hingehauen. Und ja, habe erst Skischuhe ausgeliehen, das ist vielleicht ein wichtiges Detail. Und Ja, habe sicher. gedacht, weil ich habe immer die Angst, dass ich bei was dann zu mädchenhaft bin. Und in den Skischuhen sind meine Füße taub geworden. Und dann war ich mir nicht sicher, ob das normal ist. Aber anscheinend war es nicht normal, weil ich mir dann beim Ich war Skiverleih... mir nicht sicher, ob es normal ist, dass meine Füße absterben. Ja. Will ich einen Anruf für den entgegennehmen? Nein, weißt schon. Und genau, dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich war es so rein so muskeltechnisch, war es schlauer gewesen, ich hätte einfach aufgehört, weil ich schon nach die 10, 12 Mal, wo ich dann diesen Kinderhang runtergefahren bin, ja natürlich auch noch sehr verkrampft und steif, hat mich meine Beinmuskulatur sehr gefordert. Und ja, aber ich wollte es halt dann doch noch wissen und bin dann hoch, noch Kasperzen gegessen an der Codeheim. Geil. Hast du halbe getrunken? Ja, alkoholfreies Weißbier, hat mir gedacht, bleib. Ja, also Ja. ich sag, haben wir schon oft noch drüber geredet, das ist einfach ein Problem, eine zum Saufen und dann in den Arbeitsalltag Ja, zurückzukommen. ja, und wenn du halt auch sehr mittelmäßig, Also- unter schlechter Skifahrer bist, weiß nicht, wie schlau das dann ist, wenn ich mir dann noch eine reinbrei. Richtig schlau, glaube ich, du warst Wahrscheinlich, ja. viel open-minded, was du da Rückwärts war ich reingegangen. runtergefahren. So, wo ist das Rail? Ja. Wo ist die- 360 Ja. Misty Flip, Alter. Ja. Ich habe mir, also Skifahren an sich interessiert mir trotzdem nicht so sehr. Ich mache das ja nur, dass ich irgendwann zum Après-Ski kann und noch eine andere Beschäftigung habe. Ja. Und kriege aber jetzt sehr viele Skifahrvideos auf TikTok und so gezeigt, natürlich. Und das ist faszinierend, wie viele Leute einfach so wohin fahren und nicht checken, dass dann nach unten geht. Irgendwann Das hab ich einmal. noch nie gesehen. Nicht, Okay, auch? nein. Immer so bei so, keine Ahnung, ist halt dann so ein 3 Meter Gap, wo es halt dann so runtergeht einfach. Also ich sehe schon hin und wieder Skifahrvideos, vor allem eben von Leuten, die richtig auf die Fotzen fliegen. ja. Aber das habe ich tatsächlich so gesagt. Okay. Also die fahren gerade auf irgendwo zu und dann geht es Ja, halt sie einfach wissen steil halt, bergab. sie wissen es halt nicht, Ja. weil sie das Skigebiet nicht kennen und dann auch recht viel Neuschnee und dann auf einem gesehen und das ist echt weit runtergegangen und er hat es, glaube ich, unbeschadet überlebt und also thank you God. Ja. Es ist faszinierend. Also es passiert natürlich viel beim Skifahren, klar, weil es halt einfach ein richtig gefährliche Sportart ist. Ja. Aber dafür, wie oft Leute da hinfallen, ist es faszinierend, wie wenig trotzdem noch passiert im Verhältnis. Also aber wahrscheinlich macht irgendwo Sinn, dass wenn du, also du nimmst ja den Schwung einfach mit, du fällst ja nicht einfach wie von oben nach unten, sondern du slidest runter. Ja, ich war ja beim Ski-Einstein Ja. und da habe ich auch gesagt, dass ich jetzt lange nicht mehr gefahren bin, vor allem auch, weil ich selbstständig bin und halt das fatal war, wenn ich halt länger ausfalle. Ja. Und dann hat er gesagt, fahrst du Auto? Ja. Ja. Na, beim Autofahren passiert am meisten. Dann sage ich so, ja. Und im Haushalt. Ja, sag ich, ja. Im Auto habe ich aber noch keinen Wutanfall gehabt, weil es mir so auf die Klasse Hast du,
Nein, habe ich nicht, das habe ich nicht gewusst. Okay. Das weiß ich erst seit heute. Also ich bin dann woanders Ski gefahren noch, also weiter oben und bin dann die rote Piste gefahren, was ja auch noch nicht die schlimmste ist. Und die davor war blaue. Nur das Ich weiß tatsächlich, ich weiß nur, die schwarze ist die heftigste. Ja, das ist die, dann glaube ich rot und dann blau. Gibt es Weiß ich grün auch? nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin nur die drei gefahren, sehe nur die drei. Und ich habe vorhin jemanden gefragt, kennst du diesen Fischverkäufer, Sketch von Family Guy, wo der Peter Fischverkäufer ist? Und er hat wer gefragt, was ist ein guter Fisch? Ist alles gut, ist alles frisch. Also, was würden Sie empfehlen? Keine Ahnung, er ist kein Fisch. Und geht dann immer so hin und her. Und ich habe halt auch jemanden gefragt, ja, wo ist es am besten zum Fahren? Wo ist es nicht ganz so steil? Ist alles steil, ist alles gleich. Okay. Ich bin eigentlich zum Gleitschirmfliegen. Ja. Naja, auf jeden Fall dann nach dem Essen auf die Piste und habe dann schnell gemerkt, dass diese Piste über meine Fähigkeiten steht. Ja. Und mir hat es dann auch relativ schnell schon hingelassen und ich habe es nicht mehr geschafft, Kurven zu fahren, weil es dann relativ, ja, wie nennt man den Schnee? Pappschnee war, also ja. Es war kein Pulverschnee, es war ja. Pappschnee und eisig und die Mischung Hat dir nicht geschmeckt. hat's Hast für keine mich- gescheiten Cover. Doch, eigentlich schon, aber es hat dann irgendwie nicht mehr hingehauen und dann habe ich bei der ersten Kurve habe ich schon gemerkt, dass ich mir mein Knie leicht verdraht habe und dann war ich im Kopf voll raus. Das ist, glaube ich, das größte Ja, dann Problem. habe ich gedacht, ja super, jetzt bist du natürlich heute gefahren, wenn wir morgen nach Berlin fahren und verdrahst dann noch schön dein Bein. Na, Mein Bein ist fett. ja, und dann bin ich halt, glaube ich, hätte einfach wahrscheinlich ein bisschen selbstbewusster fahren müssen, dann war es vielleicht gegangen. Aber ich habe auch tatsächlich beinmuskulaturmäßig meinen rechten nicht mehr so hochgebracht, dass ich über diese Wellen, also über die Hügel drüber komme und bin halt dann einfach immer nur seitlich runtergeklettert, dann bin ich wieder hingefallen, dann war ich saut's wieder, dann bin ich wieder Stickel runtergerutscht und dann habe ich wieder Skifahrer angeschissen, dass das viel gefährlicher ist, als wenn ich im Flug runterfahre. Dann Echt, sagt oder? Ja. Dann hab ich Ja, gesagt, Flug ja, ist halt zu demütigend. es war mir wurscht gewesen, also es ist auch irgendwie nicht mehr gegangen. Keine Nicht einmal Ahnung. Flug. Nein. Vielleicht hat er wirklich die Muskulatur am Hack Ja. so komplett gefällt und deswegen hast du keine Kurven mehr Ja. fahren können. Und ich mache mir richtig Sorgen, wie der morgige Tag wird für die und mich, Ja. weil man geht ja doch ein bisschen in Berlin und das ist ja genau hier, oder? Das Nein, ist sind schon Oberschenkel. hat sie. Oberschenkel Ja. sind das Problem. Ah, okay. Oberschenkel, ja. Okay. Ah, dann machen wir keine Sorgen, weil das mit dem Oberschenkelmuskelkater Das kennst du ja. kenne ich ja. Aber Ja, ich da habe am unten Montag ist noch Beine trainiert, das war habe Muskelkater vom Beine trainieren gehabt, weil ich auch natürlich seit September das erste Mal Beine trainiert habe und ich glaube, die Doppelbelastung für jemanden mit meiner sportlichen, mit meinem jetzigen Vorgeschichte. sportlichen, ja, soll. Das war einfach zu viel. Aber es hat Spaß gemacht und ich glaube, dass es richtig geil ist. Ja, wie gesagt, Also, was ich am Skifahren, wenn ich überhaupt was am. Also, okay. Skifahren macht Spaß. Ja. Seien wir ehrlich. ja. Aber was ich lieber mag, ist natürlich das Saufen auf der Hütte. Ja. Haben wir auch schon mal oft genug besprochen. Ja. Und jetzt sind es zwei Dinge, die an sich Spaß machen. Und wenn du die miteinander verknüpfst, endet halt eines von beiden tödlich und es wird nicht das Saufen sein, beziehungsweise dann in der Konsequenz wahrscheinlich Ja. schon. Und das ist. Wow, Ja, es ist weil halt- du, ja. du kennst mich. Es Kidzap, ist- du kennst ja. mich. Wir fahren da hoch. Gemeinsam. Ja. Von mir aus auch leichte Pisten. Ja. Dann saufe ich mir da 10 halbe rein, einen Jagertee und keine Ahnung, was mir immer mir über den Mund läuft. Ja. Und dann fahre ich runter und denke halt, ich kann noch normal Skifahren und dann Ja. werde ich dann wärst du doch mutiger Ja. und dann hänge ich an irgendeiner scheiß Fichten. Ja. Ja, das ist auch was ich mir gedacht habe und vor allem in Lingres ist es ja scheiße, weil da sind ja alle Hütten sind ja weit oben. Bis Ja, auf ein genau. paar wenige, sondern klar kannst du dann zum Jaudenstadel oder so danach gehen. Aber es ist schon geiler, wenn du dann oben bist. Also Ja, der Vibe, Riesenunterschied. der Ausblick an der Kodoalm, obwohl du ja in der Senken bist, ist schon geil. Denk Ja. an an unser Après-Ski, unsere spontane Après-Ski-Tour in Bad Hofgastein, wo wir Ja. erst ganz aus Versehen ganz aufgefahren sind. Diese Halbe da draußen, wie legendär war die eigentlich? Ja. Da ist eines der schönsten Bilder überhaupt entstanden. Ja, das müssen wir auch hier noch aufhängen eigentlich. Das auf haben wir das eigentlich hochgeladen? Wir müssten so eine Bilder vielleicht einmal hochladen und nicht nur eine kleine Story damit machen. Ja, genau. Auf jeden Fall war das Problem halt dann, dass ja OBG genauso anstrengend ist wie fahren. Und dann bin ich natürlich auch die ganze Zeit hingefallen, wie so ein Hurensohn, Ja. was mir noch viel zu viel danach gemacht hat. Und meine Begleitung hat ja Skifahren können. Wollte mir aber auch nicht allein lassen, obwohl ich fünfmal gesagt habe, Verpiss dich, ja. ich fahre allein. Das passt schon. Ja. Ja, und dann auch zum Schluss den Kinderhang, den wo ich
davor ja erfolgreich gefahren bin, war dann eine richtige Herausforderung, einfach weil mein rechter Fuß sich nicht mehr so bewegt hat, wie ich das wollen habe. Und das hat mich sicher richtig dumm aus. ja, und das hat mir massiv sauer gemacht, weil ich nicht gedacht habe, dass das so eine Herausforderung für mich wird, dass ein bisschen Skifahren. Also, dass wir mal schmeißt, damit habe ich schon gerechnet, aber nicht, dass mein Körper sagt, na, Ja. 15.000 halbe 2025 und sehr wenig Sport. Du müsstest eigentlich gewappnet sein. Ich meine mit so einem Turnier auch. Ja, schon, ja. Zu einem Super-Ski. Ja. Ja. Ich bin gespannt, wie es mir gehen wird. Also du hast mir da ein bisschen angesteckt oder wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, dass wir es vielleicht einmal wieder probieren. Ja. Ich habe jetzt nur ein bisschen Panik. Also ich muss das erste Mal ohne die fahren. Ja. Weil ich habe ja schon mal gesagt, ja nein, ich habe nie gesagt, ich bin ein guter Skifahrer. Ich behaupte nicht einmal, ich bin ein mittelmäßiger Skifahrer, Ja. sondern ich bin ein sehr unterdurchschnittlicher Skifahrer, der eigentlich glaubt, dass er überall runterkommt. Ja. Und jetzt habe ich Angst, allein durch die Erzählung, dass für mich vielleicht auch, also ich bin das letzte Mal vor 10 Jahren gefahren. Okay. Ja, aber ich bin vor 10 Jahren. Ja. Oder länger her. Wann bist du das letzte Mal Ski gefahren? Wahrscheinlich, ich glaube, dass ich schon nach dem Skilager bin ich noch einmal gefahren. Okay. Ja, einmal noch. Aber ich weiß halt nicht wann. Also das kann, ja, wahrscheinlich ist es 14 Jahre. Ja, ich bin mit 18 das letzte Mal Ski gefahren. Ist das da, wo sich der Chris Ein Hacksbruch hat? Ja, genau. Der Trottel. Ja. Und da bin ich ja, aber der aus Tina Hang ist ja ein Kinderhang, also das ist ja kein Problem. Ja. Ja, gut, aber ich bleibe mal dran und schauen, wie sich das so entwickelt. Muss man meinen Bruder fragen, der müsste da so viel Ski haben. Aber die sind ja alle viel zu lang für mich. Wahrscheinlich, ja. Hast du es gescheit gewechselt, deine Ski? Ja, das hat alles passt, ja. Das war nicht das war nicht das war kein Materialfehler. Nein. Scheißzettel. Ja. Kommen wir zum Thema der Woche. Gern. Nachdem jetzt Skifahren klärt ist. Nein, Thema der Woche, Keta und Krawall. Ihr seid jetzt in einer alternativen Welt in Berlin geboren. Beschreibt, wer ihr wärt. Also bei mir ist relativ klar. Okay. Ich war auf jeden Fall... Gangster-Rapper. Wer weiß nicht, ob ich Gangster-Rapper war, wir waren auf jeden Fall halt in die Ausländercafés wahrscheinlich. Ja, musst. Bei den ganzen arabischen Dinger, Sonnenallee, Neukölln, da die Abhänger, schön ein bisschen würfeln, ein bisschen stehen, ein bisschen Leute pressen. Ja. Das war so das, was ich mir vorstellen kann für mich. Ich kann mich null einschätzen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich bin ja recht anpassungsfähig. Ja. Vielleicht war ich so ein Kontra-K-Typ. Ja. Vielleicht. Ja. Vielleicht hätte ich jetzt aber einen kleinen Balkon und Sonnenblumen da gießen und auf linke Demos gehen. Kann das sein, ja. Und mich über Leute aufregen, die auf dem Gehweg mit dem Radl fahren für 2 Meter, weil ich halt da gerade blöd war. Ja. Das kann auch sein, dass ich so jemand bin. Ja. Nein, also Oder halt Techno. Ich Voll Techno, Kettenhemd. Ich glaube, ich war anfällig, also das Kettenhemd jetzt nicht. Also Kettenhemd, glaube ich. Ja, auch. du Das ist ein Netzhemd. Ja, so bist du der Ja, Ritter. doch, Kettenhemd. Was das Schlimme ist, in Berlin darf sich wahrscheinlich keiner wundern, wenn du mit einem scheiß Kettenhemd rumlaufst. Aber da sind wir beim Punkt, also ich glaube, ich war im aktuellen Berlin war ja Ritter. Ja, Mit Kettenhemd. schon irgendwie noch auffallen, ja. Ja, boah, ich schätze, gute Frage, definitiv. Also Berlin ist ja schon so für viele so ein kleiner Ausbruch, sage ich mal, aus einem davor, wo sie davor gelebt haben. Ich versuche ein schönes Wort zu finden, aber aus einem gewohnten Habitat, das würde ich sagen. Ja. Und gehen ja dann oft nach Berlin, weil das halt einfach so für ich kann mich selber entfalten mäßig steht. Kannst vielleicht auch in Hamburg oder sowas ähnliches machen, wo halt viel tolerante Leute sind. Oder viel tolerante Leute und viele Leute, die einfach mit sich selber beschäftigt sind. Es sind halt einfach viel mehr Leute aus verschiedensten Regionen, sage ich mal, und und der Länder. Herkunft. Ja. Du kannst gar nicht so intolerant sein, weil es einfach zu viel davon gibt. Ja. Dementsprechend hast du bessere Chancen. Ja. Ja, habe ich letztes Mal einen Podcast von so einem Soziologen gehört, der das alles beschrieben hat, dass das, wenn du auf dem Land lebst, ist das quasi für die wichtig, also es ist für die Gesellschaft auf dem Land wichtig, dass jeder jeden kennt quasi und eine Stadt lebt davon, dass nicht jeder jeden kennt und deswegen sind die ja tolerant aus irgendeinem Grund, aber müssen wir immer noch mal genau hören. Das finde ich das Geile in so einer Stadt, wo halt so viel, du bist viel anonymer in so einer Stadt, das hat schon irgendwie was. Ich war, glaube ich, hardcore in irgendeiner Fetischszene. Wahrscheinlich, ja. Also, aber safe, weil ich glaube, ich war erstens war ich tot.
Weil ich hätte mir schon alles gespritzt und alles genommen, safe. Und da hätte so eine 5, 6, 7, 8 Jahresphase gehabt, wo ich jeden Tag in der Früh bis 10 Uhr im KitKat bin. Ja. Schätze ich. Magst du Berlin? Am Anfang habe ich es gar nicht mehr. Ja. Dank High Noon, Ja. Tommy Boy, mag ich Berlin jetzt schon. Ja. Nicht, ist mir wichtig, Tom, nicht wegen dir als Person mag ich Berlin, gell? Mit Sondern dir hat wegen das dir gar nichts als zu tun. Reiseführer quasi. Deswegen gar nicht. Okay. Überhaupt nicht, sondern wir waren halt wegen dir öfter da. Ja. Es ist immer richtig geil, wenn als du nicht mehr dabei warst. Nein, Gaudi, nein, der hat uns viele schöne Spots gezeigt. Den besten Döner in Berlin hat er uns gezeigt. Als Jam hat er uns, also das ist ja absolute Pflicht. Ja. Auch wenn es gar nicht neu passt und es scheiß kalt ist, eigentlich total beschissene Zeit fürs Jam. Aber die haben ja Zeit und einen kleinen Heizstrahler. Ja. Es gibt wenig Gerichte, die ich sofort, wo ich den Geschmack sofort so im Mund habe, wie wenn ich ans Jam denke. Ja. Das ist so irre. Habe ich in Costa Rica noch mal ein sehr, sehr ähnliches Händel gegessen, mal so Caribbean Chicken. War sehr, sehr gut, ging auch komplett in die Richtung. Geil. Muss ich mal schauen, dass man da ein Rezept findet, weil das da ja gerne ab und zu mal selber machen. Ja. Ja, nein, ich habe Berlin schon immer selber gerne mengen wegen Rap halt, weil da früher alles passiert ist. Also bevor jetzt Frankfurt und also die haben ja Hamburg abgelöst, ja, als Rap-Hauptstadt. Und da habe ich mich da schon immer gut auskennt mit den ganzen Stadtteilen und so. Und hab's auch, wo ich das erste Mal da war für mich so, krass, da ist da, keine Ahnung, der Agros-Tor, da ist das Brandenburger Tor oder sowas. Ja. Checkpoint Die Charlie. Klagemauer. Die Klagemauer, ja. Ja, und auch kulinarisch habe ich da echt relativ Glück gehabt damals schon in Berlin. Ich habe die Döner damals schon geil gefunden. Das haben wir so Hast da eine oft Riesenauswahl. Auch bei den Inder so ein Cocktail-Trinker, die sind immer extrem billig. Bei den Inder bei den Inder hast du immer so Happy Hour, Cocktail Happy Hour. Immer noch. Ich glaube schon, ja. Waren wir noch nie. Nein. Cool. das Ding. Currywurst dafür für mich komplett scheißegal, also mega überhyped. Ja, brauche ich jetzt auch Insgesamt. gar nicht mehr. Also wenn ich in Berlin bin, jetzt sind wir Ja. dort. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können 3-mal in Berlin Mittagessen. Ja, Das ist schon geil. ja, am Samstag mal schauen. Ja, werden wir safe noch. Ja, dann nehmen wir noch hier einen Döner mit dem Zug. Ja. Ja, das stimmt, ja. Ja. Aber ja, ich glaube, haben wir schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Ja. Hamburg war dafür für mich beim ersten Mal nicht so geil und jetzt, wo ich ein, zwei Mal nochmal da war, finde ich es auch nice. Ja. Ja. Berlin ist halt, es gibt halt kein Zentrum in Berlin. Das ist halt, glaube ich, was viel Leute abfuckt. Du kannst halt Ja. nicht sagen, so wie jetzt in Hamburg die Reeperbahn, also wo fährst du in Hamburg hier in die Reeperbahn, dann vielleicht noch da zur Elbphilharmonie. Und das war's. Bahnhofsbrücken, ja. Ja, das noch, ja. Ganz, aber es liegt ja alles trotzdem Ja. fußläufig Und in beieinander. Berlin gibt es ja außer einen Alex jetzt vielleicht, wo viel Touris hinfahren, Brandenburger Tor, aber das brauche ich auch nicht nochmal sehen. Was halt geil ist, ich weiß gar nicht, ob es so, also was ich an Berlin liebe, die Späti-Kultur, großartig. voll, ja. Richtig, richtig stark, das ist bockstark. Ja, Ich weiß nicht, ob Hamburg zum Beispiel auch so die ganzen Eckkneipen hat, aber schon, die haben ja die Hafenkneipen, die sind auch geil, wahrscheinlich Ja. ist recht ähnlich. es gibt schon viel Kneipen in Hamburg. Ja. Aber das habe ich an Berlin eigentlich schon auch sehr gefeiert. Diese Ja. ganzen kleinen, schauen wir mal zu, ich weiß nicht, ob sie auch Bertha geheißen hat oder so ähnlich hat die geheißen. Ich habe immer Elke im Ob wir Kopf. zu der mal ja. wieder schauen können. Ja, oder ins Tönnchen. Das Tönnchen, ja. Ja, auf eine Runde Uno vielleicht. Ja. Ein Tönnchen ist ja so krass nach Rauch gestunken. Das Mag ist ja ich. für Bayern mittlerweile sehr ungewohnt, wenn es in der Kneipe noch so hat, wenn es noch so hat, ein Lungenbrötchen gibt. Ja. Aber da, ja, es macht Spaß, ja. Ich bin halt insgesamt ein Fan davon, weil ich ja gerne in der Nacht unterwegs bin, wenn ich nicht so früh aufstehe, wenn es halt auch nach 9 Uhr noch was zum Essen gibt. Das heißt bei Minga auch, aber in Berlin geht es halt noch länger. Irgendein Ja, irgendwas findest du immer. irgendein Und wenn ich Dönerland, mit der einem wo Penner kein so ein sauf, Gesundheitszertifikat im Schaufensterpappen hat, der hat noch auf, weil der muss. das kann ich bestätigen. Ja. Der am Bahnhof, der hat schlimme Dinge. Am hergestellt. Ostbahnhof war das, gell? Ja, Aber ganz, nur bei ganz dir. schlimm. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich bin heute das Zeug nicht gewohnt gewesen, Ja. so wie ihr. Das muss ich noch sagen zu Berlin. Das Einzige, was ich an Berlin eigentlich aufrichtig nicht mag, ist, das geht es mir wie mit Paris, ist, wie die Leute mit Bayern, viel Leute Ja. mit Bayern umgehen. Dieses moralische auf Bayern herabschauen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das so der Ur-Berliner ist oder nein, der Typ aus Stuttgart, der wo da hochgezogen ist. Safe der. Ja, der Es wo gibt- schön auf seinem, wie sagt man, Zeltfest bei denen oder so, keine Ahnung, schön vor ein paar Typen in Lederhosen klatscht worden ist, weil er so, Ja. so eine hässliche Lederhosen gehabt hat. Die Ur-Berliner gibt es scheinbar in der Form einfach gar nicht mehr. Also Ja. ich frage, oder schau mal, Tomo, er hat gesagt, er hat auch die brutal viel Kontakt einfach mit Bayern auch in Berlin. Ja. Aber selbst die Bayern, die in Berlin wohnenden Bayern, die sind ja auch trotzdem, die sind ja aus einem Grund da. Ja, Die schauen natürlich jetzt auf Bayern nicht speziell herab, aber viele sind, jetzt im Tom sein Fall nicht, aber sind ja von hier weggegangen, weil sie es hier einfach auch hassen. Ja. Nicht alle, manche wollten einfach woanders hin. Ja. Aber ja, dass man sich dann mit denen, als jemand, der Bayern ja liebt, ja, oder das, wo wir wohnen, liebt, ja, dass man sich mit denen nicht so gut versteht, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Ja. Aber das ist auch das Einzige, ansonsten feiert die auch wirklich die Vielfalt ja, in Berlin. Du siehst, jeder kann an sich sein, wer er will. Und ja, das ja. finde ich ganz nice. Ich glaube ja weltweit schon ein Party-Hotspot, Ja. also Berlin, so Techno und keine Ahnung was. Der Tom soll jetzt einmal, und dann darfst du den nächsten Punkt geben. Ja, es gibt noch ein paar Fragen zu Berlin. Ja, Ja. der Tom soll jetzt noch, oder, also entweder der Tom zieht nach Hamburg, Ja, dass wir da öfter hin können, Ja. oder wir suchen unseren Producer in Hamburg, ja. weil ich muss jetzt unbedingt ins Ding, Also ein Elbschlosskeller. Elbschlosskeller, ja. Da habe ich letztens wieder ein Reel, ist mir Ja. eingeschwappt worden nicht vom Suizidmann, sondern vom Mörder Manfred oder Ja, oder ja, was, das hat mir der der MJ einfach, geschickt. ja, der Ja. 4 Tage da schon Party macht. Ja, Und das ist genau mehr wieder. ja. Mit seiner irgendwie 2 Frauen hat er umgebracht oder so, stand in der Bauchbinde. Gott, ja. Auslegungssache. Ja, gut, da kennen wir 2 dazu. Gibt Also ein oder 3, Femizid. Ja. Schon, ja. Ja, du, ab und zu. Der Da wird wischt seine, halt so einen Triggerpunkt und dann schneidet halt einmal Sicherung und dann raus. kann immer jemand mal blöd fallen. Ja, Oder das Messer in die falsche ja, stecken. 36 Mal. Ja, immer und immer wieder. Ja. Ja. Wo war dein Stadtteil? Ich habe es ja schon gesagt, ich war ja nur in Köln. Berlin ist für mich wie hier in der weiter entfernten Umgebung im Navi fahren. Ich weiß nicht, was ist. okay. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Tom schon überall gewohnt hat. Ich weiß nicht, wo wir das erste Mal waren, das zweite Mal, das dritte Mal. Ja. Der einzige Spot, den ich kenne, ist das Jam. Okay. Und das ist meine Basis und von da aus kann ich mich weiterarbeiten. Ja, sie haben es in Friedrichshain, glaube ich, Keine zur Ahnung. Grenze zu Kreuzberg. Also da rüber war Kreuzberg dann, wo wir gegangen sind. Ja, über die Brücken drüber. Ja, da ist Dann dann links. Kreuzberg, ja. Genau. Das erste Studio war am Prenzlauer Berg, das ist mehr so die Bonzengegend. Wie man ja gesehen hat, dann die Gebäude und so und dass die Einfahrten zugesperrt waren. Und das Tonstudio nicht über einer Disco ist. Ja, genau. Club, Entschuldigung. Ja. Das, glaube ich, das ist in Friedrichshain auch das Studio, wo wir das letzte Mal waren. Und beim allerersten Mal weiß ich es nicht mehr, da muss ich liegen. Ich glaube, der Tom hat die meiste Zeit in Wedding gewohnt. Waren wir jetzt schon 3 verschiedene? Ja, wir waren einmal bei dem Holländer oder was das war. Also beim das erste Mal, wo der Tom dabei war. Ja, da waren wir irgendwo. War das nicht in der Nähe von Görli oder so? Ja, doch, stimmt, ja. Stimmt, ja, das war am Görlitzer Park, ja. Das ist auch Kreuzberg. Ja, schau, kennst du die aus. Ja. Marzahn das ist der ostdeutsche Teil. Sonst. Nein, aber das würde mich interessieren, aber Ja. ich sollte vielleicht mal mit Minga auffangen. Ja, schon, ja. Ja, Minga ist ja klar, das Giersing. Bogenhausen. Wo ist es sonst wohnen? Bogenhausen, Bogenhausen, okay. Schwabing. Freimann. Ist das ein Stadtteil? Keine Ahnung, bitte. Frag mich nicht ab. Wir hatten die Berliner Los Brutalos heißen als Band. Schon Genau auch so. Los Brutalos. Ja, voll. Ist ja Los trotzdem Brutalos, brutal. Nur, dass ich jetzt statt Icke sage. Ja, Icke von Los Brutalos. Ja. War? Ja. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wie der spanische Einfluss, ob der da so stark ist wie in Bayern. In Berlin. Ja, Weil- gut, es gibt schon. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt halt Berliner sind. Aber es ist Leute wie der Finch oder so. Nein, das ist kein Berliner. Ich glaube, der ist von. Wer ist das drumherum? Brandenburg. Ja, Ja. sowas. Ja, Kiez halt. ja. Was sind die Punkte, was du an Bayern lieber magst, als an Berlin? Ich glaube, dass es Gewohnheit ist. Also ich mag dieses ländliche hier. Ja. Gibt es woanders wahrscheinlich auch. Ich mag unseren Dialekt. Ich liebe trotzdem, dass wir hier von Bergen umgeben sind, von Seen umgeben Ja. sind. Ich kenne mich nicht einmal aus mit der Landschaft um Berlin herum, Ja, um ehrlich zu sein. Ich mag München auch ultra gern. Für mich ist das schon
wir sind jetzt auch nicht so oft in München, aber nur in München fortgehen ist schon geil, weil auch da muss man sagen, ist eigentlich immer was los. Ja. Ich mag auch grundsätzlich die bayerische Mentalität, aber jetzt pass auf, ich mag halt die Bayern, weil sie mich mögen, weil wir halt uns verstehen, weil wir die gleichen, weil wir so groß geworden sind, aber wenn ich jetzt bei Null starten kann, wisse ich nicht, ob ich das genauso feiern darf. Ja, ist halt cool, weil wir halt das letzte Bundesland in Bayern sind, was ja wirklich bekannte Tradition, in Deutschland, ja genau. Also wir sind das letzte Bundesland, wo halt wirklich so Traditionen nur aufrichtig gelebt werden und das auch halt auch bekannt ist. Ist das Fakt? Also es gibt natürlich auch noch andere Sachen, aber jetzt nicht so, dass die ganze Welt davon weiß. Also was mir schon noch... Und ich glaube, das ist was Deutsche auch extrem stinkt, weil jeder Ami, der wo eine Autowerkstatt hat, denkt, Deutschland ist Bayern. Das stimmt, ja. Und das ist halt wegen am Oktoberfest und weil halt Dirndl Lederhosen hat, da ist ein Branding. Das ist wirklich, das ist geil. Eigentlich ist Bayern das perfekte Beispiel für, wie brandet man Dinge. Ja, Köln ist für mich sowas, die haben auch noch so ihren eigenen Charakter. Mit Karneval eben, weil halt auch ein großes Festl ist. Ja. Was hat Berlin? Wo war der Christopher Street, oder ist der überall? Der ist irgendwie viele Städte, ja. Was war das, was es nicht mehr gibt? Love Parade. Love Parade, ja, das war in Berlin, aber das ist ja gut, das Kultur. Das war schon ein größeres Event, ja. Also es ist ja keine Tradition in dem Sinn. Also es ist schon Kultur, weil es ist ja Kunst, keine Ahnung. Ja. Genau, ja, sonst... Ja, ist klar, es gibt ja auch noch andere, also so, keine Ahnung, Baden-Württemberg oder so, die haben ja auch so einzelne Sachen und andere Schützenvereine und sowas gibt es natürlich auch. Das wirkt alles so wie Bayern-Light, finde ich. Ja, schon, ja. Das ist ja wie ein Freeway-Cola, du trinkst das, denkst du, okay, gut, schmeckt wie geschmolzenes Wasser, jetzt muss ich nicht kotzen, davor passt schon. Aber ich kaufe halt dann trotzdem wieder Coca-Cola. Ja. Oder halt Pepsi, wenn du Österreich mit reinnimmst. Ja, wir haben Tirol-Cola. Schmeckt scheiße. Stark. Ja, gut. Wie schnell hätten wir Tripper? Das wissen wir sehr schnell. War das eine ehrliche Frage? Das stand da, ja. Sehr schnell. Ja. Garantiert sehr schnell. Tripper auf die Weg gekommen. Gib mir 6 Molly. Ja. Und dann ist mir das scheißegal, ob ich da irgendwas drüber zeige. Dann werde ich am Türsteher einen Arsch ficken. Und mir einen Arsch ficken lassen. Also keine Ahnung. Und ich werde auch null nachvollziehen können, woher ich den Tripper das mal habe. Ob ich ihn aktuell noch habe, ob es wieder ein neuer ist. Ja, weil ich lasse den nicht behandeln. Weißt du, wie ein Tripper ausschaut? Also ich meine nicht optisch, sondern kennst du die Symptome von einem Tripper? Gonorrhoe? Ja. Nein, keine Ahnung. Ich weiß leider überhaupt gar nicht. Ja, also wenn man Schwanz juckt, dann darf das nie merken, weil der juckt ständig. Ja gut, aber das ist wegen der Hygiene. Ja, klar, also weil ich bin sehr unreinlich untenrum. Ja. Das wäre so ein Bioton. Schon, ja. Als das da so ein Stranger Thing Monster ins Maul schauen. Ja. Das merkst du nicht. Nein. Nein, also das damit beantwortet sehr schnell. Okay, kommen wir zu den Los Brutalos Favorites. Absoluter Top-Ding, glaube ich, wenn wir relativ schnell durch sein. Bier. Nein, Fahrgeschäfte in einem Freizeitpark. Ja. Hä? Was ist das für ein Sprung? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht weil Berlin bekannt ist für seine Freizeitparks. Ja, stimmt, der Berlin-Park. Ja, Prater. Ich hasse Freizeitparks. Ja. Nicht das Konzept dahinter, sondern ich mag es halt einfach nicht. Ja. Also mein absolutes Lieblingsfahrgeschäft sind Wildwasserbahnen. Ja, das macht Spaß, ja. Die der Reise noch, ich finde es manchmal richtig frech, wenn man nass wird. Ja. Das ist ein spritziges Erlebnis. Wenn die anderen nass werden. Das ist geil. Ja. Was ich hasse, ein Freefall Tower oder jegliche andere. Also das Allerschlimmste für mich war dieser Boy, die Kugel in der Luft. Das war mein absolutes Albtraumerlebnis. Da werde ich niemals einsteigen. Da müssen die dann noch wahrscheinlich schnell in die Wasserrutschbahn, wenn man meine ganzen Pissflecken nicht sieht. Also ich bin mir auch sicher, dass wenn ich da also da habe ich beim Freefall Tower oder sowas, ich habe da keine Angst, sondern es ist einfach mein Körper schaltet ab. Ich bin nicht für G-Kräfte ausgelegt offensichtlich, aber in dem Kugel hätte ich Angst, weil ich vertraue dem System nicht. Ich habe zu oft gesehen, wie da einfach was nicht hinhaut und dann fahrst mal wieder ich fahre so oft, möchtest da keinen schämen, aber ich fahre sehr oft, was heißt oft, jedes Mal, wenn ich am Skyline Park vorbeifahre, wenn ich ins Allgäu muss, denke ich mir, Fix, schaut das schäbig aus. Das ist echt, also das schaut aus, als würde da jeden Tag einer sterben. Ich möchte keinen schämen, aber
Das kannst du nicht schön reden, was du gerade gesagt hast. Ja, aber warst du schon mal im Europapark? Ja, safe, aber... Ja. Also der ist ja geisteskrank, auch von der ganzen Aufmachung ist schon, die geben sich richtig Mühe und das Skyline Park ist einfach wie, ja, so ein bisschen wie noch hässlicher, wie, ja, der Prater ist nicht hässlich, wie ein Volksfest das nicht abgebaut haben. Okay, Ja. kann ich mir gut vorstellen, Ja. ja. Und ja, so, ich weiß nicht, ich fahre gern Achterbahnen, die nicht hoch sind, das macht mir Spaß. Da gibt es eben im Europapark ein paar, wo so ein Counter runterzieht und dann jagt es die so durch 3 Loopings durch. Crazy. Das macht Spaß. Es gibt eine, die komplett dunkel ist, das hat auch echt Bock gemacht, wo halt die ganze Zeit so Lichter blitzen und Sowas so. finde ich auch ganz lässig. Ja, da habe ich nur, weil da habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, obwohl ich ja ganze 1,80 groß bin, dass ich mir über den Kopf haue. Ja. Aber ich habe mir gedacht, gut, das werden schon ausgemessen Man haben. muss die ja Kameraden. sakrisch aufpassen. Ja. Wildwasserbahn geil. Und ansonsten, ja, alles, was sie dreht, da kann ich mich dann ins Auto hocken für 2 Stunden, bis ich nicht mehr kotzen muss. Den Schokofrüchtestand mag Ja, ich. stimmt, das ist auch ein geiles Fahrgeschäft. Ja, Geisterbahnen sind ab und zu ganz lustig. Das feiere ich halt. Also ich mag gern im Sitzen unterhalten werden und Ja. mich dabei bewegen, ohne mich bewegen Ja. zu müssen. Aber sobald es halt dann wieder irgendwie ein Scheißdreck, so Erlebnisfahrgeschäfte ohne zu starke Gehkräfte, das mag Ja. ich gern. Ja. Ich weiß nicht, wie die große heißt im Europapark, die mag ich gar nicht, weil da geht es einfach zu viel zu lang auf. Silverstar wahrscheinlich Ja, oder kann sowas. sein, ja. Ja. Da gibt es noch Wotan, heißt die, das ist eine Holzachterbahn, die ist Das auch cool. Gibt's da, das war das Allerschlimmste für mich. Da bin ich eben, deswegen habe ich dieses Trauma als 11-Jähriger, Ja. bin ich glaube, ist der Heidepark, da gibt es die Kolossos, heißt Ja. die. Und das ist die größte Holzachterbahn der Welt oder Deutschland. Ja, Gibt es in China sicher eine größere, aber. Ja. Und das werde ich nie vergessen. Da da wird ja mal Prügel gemacht. ja, Und da war mein Vater war vorne und hat, mein Bruder war daneben und hat Ja. meine Mutter hat nur meine Hand gehalten und ich ohnmächtig daneben. bist du so einer? Mir hat einfach ausgeschaltet. Okay, geil, ja. Aber ich war halt einfach nur, ich habe mich total gefreut, dass ich da, Ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie alt ich war auf jeden Fall über der Größe. Ja, Und wir sind da 2 Stunden angestanden und ich war total aufgeregt, habe mir Ja. gedacht, ja, wie geil, cool. Und dann bin ich da drin, dann fahren wir hoch und da war noch witzig und dann tut es das erste und ich bin weg. Ja. Ich war einfach weg. Man sieht auf dem Bild, was man mit Augen hindreht. Das war so geil. okay, ja. Richtig Ja, da kann man stark. nichts machen. Ne? Ja, bei mir ist es ein bisschen Höhenangst, deswegen fahre ich viel auch nicht gern. Universal Studios, da hat es ein paar geile Dinge gegeben. Also eine Wildwasserbahn, Jurassic Park, Theme. Das war auch so geil. Da gibt es auch ein ganz schlimmes Foto von mir. Wir haben es leider nicht gekauft, weil es $30 kostet. Aber da fährst du auch mit der Wildwasserbahn so. Und es ist relativ entspannt alles. Und dann ist um so ein Bildschirm und da wird die Aufmerksamkeit da hingelenkt und dann geht es nach unten. Da habe ich so geschaut, wie ein Also, Geisteskranker. mein allerschlimmstes Erlebnis, das ich jemals gehabt habe, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, das war in Disneyland. Ja, Ich weiß nicht, ob es in Paris oder in Los Angeles war, ich war in beiden. ja, Ich glaube, es war in Anaheim, Los Angeles. Und da gibt es ja 2 verschiedene. Da gibt es einmal einfach nur die coolen Disney-Charaktere Ja. und dann gibt es aber auch das mit den Fahrgeschäften. ja, Und ich habe gedacht, es ist ein Horrorhaus. Es ist auch als Horrorhaus ausgegeben. Und du gehst dann noch rein und ich habe mich total gefreut, ich habe es cool gefunden. Und war schön gruselig, war dunkel, coole Story und alles. Und dann sind wir in so einen Aufzug gekommen. Und dieser Aufzug, da waren ein paar Sitze drin und da hat es auch nur so einen Einpunktgurt gegeben. Also nicht irgendwie so ein Ding. Muss ich aber nochmal aufs Bild schauen, ob ich mir das einbaut, dass die Geschichte cool ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man in diesem Moment auf jeden Fall nicht realisiert hat, was als nächstes passiert ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht so eine Bügel waren, weil dann kannst du da ja schon ein bisschen denken. Und dann sind wir erst geradeaus gefahren und irgendwie so rechts rüber und haben gedacht, ach cool, und es war geil mit Hologrammen und alles. Und auf einmal erscheint vor ihm wieder so ein Hologramm und zeigt so runter und sagt einfach nur festhalten. Und dann rauschen wir da runter. Ich hätte mich fast eingeschissen. Das war so brutal. Ja. Und dann rauschen wir runter ja. und denken wir, boah, so eine Scheiße. Und dann her ist. Sind wir diesmal ganz nach oben gefahren. Das ist unendlich hoch. Du siehst über den ganzen Disneyland Scheißdreckspark. Und ich habe mir gedacht, nein. Und dann
Das war sein Alt, das war echt, das war Schön schlimm. davor noch gesagt, ach, das fahr ich noch schnell, danke, erst scheißen. Ja, das hatte sich erledigt. Ja, schon, ja. Danach bin ich rüber und hab Fotos mit Prinzessinnen gemacht. Ja. Weil ich hab was zum Runterkommen braucht. Ja. Ja, mein schlimmstes Erlebnis war tatsächlich war auf der Wiesn. Da habe ich, Okay. ich habe ja schon immer Höhenangst gehabt. Aber das hat das, glaube ich, so ein bisschen ausgelöst, auf jeden Fall. Das und dass ich mir meinen kompletten Mut weggesoffen habe, wahrscheinlich. Also das Areal im Hirn, was für Mut ja. zuständig ist. Das war auch nur dieses Ding, wo sie draht, also so hoch, sie draht und in sich selber auch noch. Dieses Ding bin ich gefahren. Schön, natürlich noch 2, 3 Mass. Und wahrscheinlich war es gar nicht so tragisch, wie es sich für mich angefühlt hat, aber es hat halt bei alle komplett eingerastet und da war ja noch nicht so fett, also es war kein Fettding nicht gewesen, sondern es ist halt runtergegangen, aber hat halt nicht komplett angeschlossen unten. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, mit zirkt da unten so raus, ich bin da so drin, so fuck. Ja. Aber Es war hat- es fest? es war hat schon- nur nicht geklickt. Es war Gescheit. fest, aber also Man hat das Gefühl gehabt, es ist nicht fest. bei den Das ist- anderen war es fester. Okay. Bei den anderen war es komplett unten und wie ich ja schon gesagt habe, da war ja noch so fett so dünn wie die anderen, Ja. viel andere, so mit Ja. 17, 18 oder so. Und es war kein Fettenproblem, sondern es ist einfach, bei den anderen hat es quasi 3-mal geklickt und bei mir 2-mal und war halt dann nicht ganz unten. Und dann habe ich gedacht, so fuck, und ich habe nicht schnell genug geschalten, was zum Sagen, weil ich dann bei den anderen so rübergeschaut habe und denke, der Teilbügel ist so irgendwie ein Stückchen weiter und Ja. und dann bin ich da drin gegangen und habe eine Todesangst gehabt. das glaube ich. Ja. Und alle anderen, und ich Also lustig. so, ja. So ist mir Ja. einmal auf irgendeinem Volksfest gegangen, da gibt es ja diese Karussells, die sich so drehen. Ja. Also nicht so, sondern so. Und da musst du ja festhalten. Ja. Da bist du nicht angeschnallt. Das ist irre. Ja. Also, dass da nicht mehr passiert. Ja. Kann ich auch nicht sagen. Weiß Ich ich auch nicht. nicht. Ja, also Kettenkarussell hast du einfach wegen am Drehding, das für der Kotze. Nein, Am schlimmsten sind die Drehkarusselle, die hochfahren natürlich für mich. für mich aber, das Ja. war. Also haben wir jetzt ungefähr 100 Sachen gesagt, die wir hassen. Ja, Ja. Das Wildwasserbahn, was willst du mehr hören? Ja, passt. Dann 5 schnelle Fragen. Gern. Ihr habt 15 Minuten Zeit und das Ziel ist, besoffener zu werden als der andere. Was trinkt ihr? Hä? Schnaps. Jäger. Ja. Also Jäger ist, glaube ich, der Ultra der Brandbeschleuniger. Erstens, das macht mit dir massivst geisteskrank im Kopf. Der löst irgendwas in mir aus, was mich auf jeden Fall verändert. Ja, Vor allem, wenn ich viel Jäger sauf, dann denke ich, ich bin Gott. ja. Also ich zeig's auch. Ja, klar. Dann denke ich es nicht nur, sondern Sondern du möchtest, Ja. dass alle in deinem Glanz baden können. In deinem Schon. Jägerglanz. ja, Schnaps, ja. Also was für eine Art von Schnaps wahrscheinlich. Ich tat wahrscheinlich, weil es dann trotzdem am angenehmsten ist. ja, Ich weiß nicht, ob ich wirklich Shots saufen darf. Man muss halt Nein, schauen, was am Jägerbull. schnellsten. Ich denke auch Jägerbull, Jägerbull da ist kann man halt nicht super, weil dann pfeifen. werden alle Synapsen gescheit ja. bedient. Ich müsste mal festlegen, geht es darum, so blutalkoholtechnisch besoffener zu werden oder wie ich mich fühle. Weil sonst sind vielleicht am Anfang ein Sekt trinken. Ich schätze es Weil mal. der geht sofort den Birnen. Ja, und dann bin ich schon leicht beschwipst. Ich glaube, es geht um die Messbahn. Okay, dann nur Schnaps. Ist ja, also, Nein, ich trinke erst einmal zwei leichte Ja, Weinschalen. schon, ja. Nein, da richtig dumme Frage, Entschuldigung. Wann seid ihr am wenigsten am Handy und wann am öftesten und längsten? Also die längste Zeitspanne, ist mir wieder aufgefallen, wo ich nicht am Handy bin, ist im Kino, Ja, weil es sehr dunkel ist und außerdem gibt es ja auch meistens keinen Grund. ja, Kino, wenn ich schlafe, bin ich auch selten am Handy. ja, Ich bin auch während der Arbeit hier nicht so oft am Handy, aber ich Ja. habe halt meistens auch WhatsApp und sowas ja. auf dem Mac. Ja, ich versuche jetzt immer bei Serien das Handy wegzulassen. Also wenn ich irgendwas anschaut, Ja, das zumindest, mache ich gar nicht. dass ich keine 2 Bildschirme habe. Weil das, glaube ich, für meinen Kopf einfach zu viel ist, so viele Informationen. Ja. Beim Das- Essen bin ich nicht am Handy. Ja. Ja, beim Musikmachen wollte ich sagen, aber oft habe ich halt meine Notiz-App, also bin ich da schon, aber ich bin ab und zu im Flugzeugmodus oder ich öffne die Notiz-App auf dem MacBook, weil das ist ja miteinander verbunden. Das ist ja irre, nicht ja. wie bei Windows. Dass Ja. da, Das ist ein ganz anderes Ökosystem. ja. Sonst beim Autofahren, außer ich mache Musik, Das ist schlimm. Also nicht die Musik, aber ja. Im Flieger tatsächlich, ja, da bin ich auch einfach. sehr wenig Anlass. Ja. Also, wenn du natürlich öfter Business fliegst, ist was anderes, weil Ja. du da einen Hotspot hast, Ja. aber egal. Ansonsten, wenn ich
eine Runde mit meiner französischen Bulldog getragen. Ich habe keine französische Bulldog. Leider. Ja. Ihr seid auf Tour, was darf gar nicht fehlen? Bier. Bier ist das erste technisches in ihr, weil mir das gibt mir schon Sicherheit auf jeden Fall. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Sachen für mich. Und unser tolles Team. Ja. Ja, meine Haarprodukte. Ja, Weil es sind ja sehr fehleranfällig, diese Haare. Und ja. Ja, es ist auch schön, wenn ein Jäger dabei ist, so fürs Das ist Ritual. super, ja. Das macht auch Also auf Spaß. der Eins, da ich wirklich sagen, ist, dass dass die In-Ears erst auf der 1, weil das ist wirklich, haben wir einmal nicht dabei gehabt, Auftritt war beschissen. Ja. Dann auf 2, ich brauche ein Haarspray, damit ich es dann wieder in Ordnung bringen kann. Und dann kommt das Bier, weil man kriegt ja vorher sonst auch Bier, aber ich sage halt gerne auch gutes Bier. Ja. Und dann das Team. Das Team natürlich, ja. Das darf es gar nicht gehen. Ihr dürft eine Sache aussuchen, die ab jetzt keine Kalorien mehr hat. Was ist das? Bier. Und was jetzt außer Bier? Ich glaube, ich tat. Fuck. Ja, dann tat ich wahrscheinlich sowas wie Mehl nehmen. Ich wollte auch sagen, kann ich viel sagen. alle glutenhaltigen Produkte, ich weiß nicht, ob das Ja, Zeit. wenn ich mir jetzt ein Gericht aussucht, glaube ich, da die wahrscheinlich Pizza nehmen. Ja. Ich glaube, weil da kann man auch auf den Belag variieren ein bisschen. Es mündet immer in der gleichen Frage und Antwort. Das ist wie, was du den Rest deines Lebens. Ja. Aber ja, Bier und dann für mich auch definitiv Pizza oder halt sowas wie, ja doch, Pizza. Oder Kohlrabi. Ja. Hat erschreckend wenig Kalorien. Macht aber Mundgeruch und Blähungen. Okay. Tod muss man sterben. Ja. Bei mir ist China-Kohl. China-Kohl auch nicht schlecht. Ja. Ähnliches System. Ja, Lauch auch schlimm. Chicorée? Bitter, aber gesund. Ja, Superfood. Ja. Welche Alltagssituation stresst euch unnötig? Also Stau ist was mich schnell aggressiv macht. Anscheinend, wenn es mich beim Skifahren schmeißt. Was mich sehr stresst, ist, wenn ich lebe ja nicht einfach nur einen Tag rein, sondern ich sitze jetzt hier und dann sage ich möchte mir zum Beispiel von drüben was holen. Ja. Ich hasse es, wenn ich wenn ich bei etwas, was ich gerade mache, unterbrochen werde dann. Also wenn jetzt dann, also das ist ja, also kann keiner was dafür, ich rede ja gerne auch mit den Leuten, aber wenn ich meine Aktion nicht zu Ende führen kann, weil jemand was fragt oder was erzählt und dann vergiss ich es halt oft. Und Autofahren. Also Autofahren in vielen Situationen stresst mich. Und ich bin eigentlich sogar, ich glaube im Verhältnis zu jemandem wie meinem Vater, ein sehr, sehr, sehr ruhiger Autofahrer. Aber manche Situationen... Ja, manchmal bin ich am Autofahrstress selber schuld, weil ich halt immer sehr spät dran bin mit allem. Und dann, wenn nur irgendwas halt nicht klappt, wird halt aus meiner 5 Minuten Verspätung eine 10 Minuten Verspätung, was mich dann nervt. Aber da bin ich ein bisschen selber schuld dran. Was mich tatsächlich... für das, dass ich eigentlich ein relativ entspannter Typ bin, schnell sehr, sehr wütend macht, ist zwischen Tür und Angel zum Stehen. Ja, genau. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte am Anfang. Weil wenn man nicht sagt, man geht nicht, dann kann ich sehr, sehr lang hocken und dann ist mir scheißegal, außer ich muss irgendwie was arbeiten oder so, dann sage ich einfach, ich muss gehen. Aber wenn man dann sich entschließt zu gehen und dieser Prozess des Gehens dauert länger als 2 Minuten, dann kriege ich einen kompletten Feueranfall. Ich höre dich. Ja, das ist eigentlich das, was ich so stümperhaft vorher beschrieben habe. Ja, dieses zwischen Tür und Angel, dieses Aufgehalten werden, obwohl ich eigentlich schon... ich habe noch eins. Kommt dem sehr nahe. Ich hasse es abgrundtief, wirklich abgrundtief, wenn ich zu lange auf meine Rechnung warte. Ja, das ist auch, ich weiß nicht, warum ich das so sauer mache. Ja, weil ich nichts mehr zum Konsumieren habe. Genau. Ich will einfach nur weg. Ja. Ich habe die Leute am Tisch nichts mehr zum Sagen, wenn ich nichts zum Konsumieren habe. Null. Na. Es ist auch schon schlimm. Ich bin recht rastlos, glaube ich. Das bedeutet auch, wenn ich mich wo hinhocke, dann muss ich sagen, für mich fängt das Hinhocken erst damit dann an in der Wirtschaft, wenn dann mein Bier da steht. Oder von mir das irgendein Getränk, aber in erster Linie ein Bier. Und das ist schon was, wo mich dann auch ein bisschen stresst, wenn ich zu lange darauf warten muss, dass für mich
Ich kann kein richtiges Gespräch führen, bevor nicht der erste Schritt getan ist. Ja. Bevor man nicht auf der ersten Base ist. Ja, das ist ja das, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, dass wenn man Verwandte oder so hilft bei einer Arbeit, dass das voll okay ist, aber dass ich mich dann nicht noch jetzt, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, zu meiner Oma zum Beispiel oder so, und dann da 2 Tage einfach abhänge, Ja. ohne dass ich eine Aufgabe habe, Ja. denke ich immer, es ist cool mit meiner Oma abzuhängen, aber ich kann jetzt gerade auch andere Sachen machen, die wo ich halt mir vorgenommen habe. Und ja. Ja, klar, wenn es Hilfe braucht, jederzeit, das ist ja was anderes. Aber danach halt wieder direkt heim. Ja. Ja, vor allem, wenn dann schon alles gesagt ist. Also wenn man so die Informationen austauscht hat, so hat nochmal Holz reingeholt, keine Ahnung was, und dann wiederholt sie dann alles. Und dann wird dann meistens bei einer Oma nur noch gegessen und getrunken die ganze Zeit. Und das macht man dann irgendwann, macht man das fertig. Ja, es fühlt sich einfach ein bisschen wie gefangen sein. Ja, Oder halt nicht. Oder aufgehalten werden. ja. Genau, was steht die Woche? Haben wir schon gesagt, wir fahren nach Berlin, machen ein bisschen Mucke. Nächste Woche auch Songs, Promo. Nächste Woche streamen ja Bastard, das ist noch was. Wann? Dienstag, oder? Dienstag, glaube ich, ja. Nein, ich glaube Mittwoch. Okay, wollen wir noch mal schauen. Ja, auf jeden Fall nächste Ja. Woche. Gangtreffen haben wir mal wieder. Ist auch nächste Woche. Ja. Am Tag danach. Ah ja, super. Ja. Optimal. Genau. Und ansonsten, glaube ich, haben wir es, oder? Fan der Woche, Tipp der Woche ist schon lange, gibt es ja schon lange nicht mehr. Nein. Scheiß drauf. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.